verrückt und drehen wie verrückt. Bram, bam, bram, bram, bam. Ich bin Arlette Wiesner, 25 und trage schon seit ich denken kann, Trachten. Jetzt, vor dem eidgenössischen Trachtenfest, habe ich mich auf die Spurensuche vom Trachtenwesen gemacht. Hallo zusammen, ich bin wieder auf dem Weg zum Atelier von Andrea Balmer. Vor einer Zeit war ich ja schon da und habe die ersten Instruktionen bekommen, um eine Tracht für meine Nichte Liv zu schneidern. Dann habe ich mir an die Arbeit gemacht und so sieht das Produkt dafür aus. Wenn man mich fragt, noch nicht ganz tragebereit, aber ich gehe jetzt mal fragen, was die Expertin dazu meint. Ich bin gespannt, was du sagst. Was meinst du? Bin ich auf einem guten Weg? Ja, ich würde doch sagen, weißt, das ist halt immer ein bisschen speziell. Man ist sich halt nicht gewöhnt, dass es noch so unfertig aussieht. Die Leute, die halt meistens alles ab Stange im Laden gehen kaufen. Ja, gell? genau. Sag mal, ja, aber das ist doch super. Das finde ich immer der schönste Teil der Tracht, da hinten mit diesen Fältchen. Ja, da Sieht bin ich schon super auch aus. stolz. Bist auch stolz? Also mal etwas selber gemacht zu haben. Also. Ja, da hat es jetzt vielleicht noch ein bisschen einen Schönheitsfehler. Aber manchmal geht nicht alles gerade im ersten Mal, gell? Oh je. Verwünscht. Aber müssen wir jetzt das noch mal neu machen? Ja. Oh nein, okay, cool. Aber wir machen zuerst etwas anderes, ist gut. Und zwar ist Sehr der gern. Schürzenstoff gekommen, den du letztes Mal ausgesucht hast. Sieht schön aus. Gell? Ich finde Gefällt mir. auch. Das ist unten, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, unten und oben. Und das ist jetzt die Zeit, dann, weil das jetzt ein Kinderschürze ist und keine für eine erwachsene Person, dann kann die nicht so gross sein, sonst kommt sie wieder bis hinten oder die will sie gerade rundherum. Ja. Darum müssen wir jetzt die hier ein bisschen schmäler schneiden. Das mache ich gerne. Das ist so richtig entspannende Arbeit. Ich kann es sehr empfehlen. Schwupp. 3 Stunden später. 3 Stunden später wärst du dann schon da unten, weil wir brauchen jetzt 5 von diesen Fäden. Ja. Das Ganze über. Gut. Und dann kann man die nachher anziehen und dann gibt es dann eben das schöne gezügelte Muster. Vielleicht bin ich auch einfach zu ungeduldig. Ich weiß auch nicht, wie das hätte passieren können. Aber ich weiß auch nicht. Ist das schlimm? Ja, wie schlimm ist das, wenn man nicht so genau ist? Ja, im ganzen Konzept, wenn nachher alles fertig ist, sehen wir einen kleinen Fehler nicht mehr so gut. Okay, Kein Problem. gut. Bin ich froh. Und man darf ja auch sehen, dass es du selber gemacht hast. Also ich finde, das ist auch das Schöne daran, wenn du nachher eine Beziehung zu diesem Kleidungsstück hast, oder? Ja, genau. Also es gibt gewisse Bereiche in meinem Leben, wo ich nicht so genau bin. Zum Beispiel beim Kochen, da mache ich auch einfach Schwupp. Ich tue nie irgendetwas abmessen. Und ich glaube, beim Nein ist es ein bisschen ähnlich, so bei handwerklichem Zeug. Bin ich lieber so Handgelenk mal Pi und es kommt dann schon gut. Es ist ja schon sehr cool, dass ich eine eigene Tracht schneidern darf. Aber was vielleicht ein Mühe weniger aufwendig wäre, ist eine zu mieten. Das kann man ja an ganz vielen Orten in der Schweiz, zum Beispiel im Kanton Bern in der Trachtenstube Buri. Hallo Marianne. Hi. Hi. Du kannst da gerade aufhelfen. Seit fast 40 Jahren kann man in der Trachtenstube Buri in Gsteigwiller Trachten auslehnen. Gut. Für welchen Anlass brauchst du jetzt so die Tracht? Die Hochzeit von meinem Gottenbub. Ist das die Trachtenhochzeit? Ja. Ja. Also eben, und weisst du, was die Braut da hat? Nein, nicht. Ich glaube, sie ist Stöckli oder Ja. ob sie eben in Berner kommt. Also, ja, dann würde ich vielleicht nicht gerade Berner mit Vorsilber, dann würde ich eher eine Gotthelf, die etwas dezenter ist, oder eben die einfache Berner. Das Dann würde hast du mir, das würde mir noch gefallen. Die Marianne Gnägi-Balmer ist eine Trachtenfrau mit Herzblut. Bei ihr gibt es Trachten für alle Leute. Also es ist querbeet. Wir haben solche, die einfach einen Trachtenanlass haben, wo sie gerne eine Tracht anlegen wollen, weil es so vorgegeben ist. Wir haben aber auch solche, die an einem Ort wie ein Schwingfest, wie ein Musikfest, Hornusserfest Ehrendamen sind. Ein cooler Spitzenjunge. Unsere Hauptsaison fängt so Ende April an mit den Konfirmationen, Familienfest, Trachtenhochzeit und dann das Schwingfest von so ab Mitte
Mai an bis eben etwa Ende September. Und dann haben wir eigentlich die Zwischensaison, aber dort Familienfest und so haben kein Datum fix. So dumm. Die Marianne hilft ihren Kundinnen und Kunden gern bei der Auswahl und schaut, dass alles korrekt ist. Bei den Socken musst du einfach gut schauen, die haben ein Muster, dass das wirklich gerade... Trennbahn. Ja, genau, dass ganz schön über das Bein auf ist. Wow, die Auswahl. Du kannst da ein bisschen schauen, was dir gefällt. Einfach bis hier könntest du. Dann sind es dann schon zu weit in die Taille. Jetzt wollen wir da schauen, ob der Rücken passt. Ja, das wäre gar nicht schlecht. Und wenn dann alles passt, wird dann noch die Schatzkiste geöffnet. Das ist unser Trachtensilber, das wir für die Vermietung brauchen. Und in jedem Druckli sind eigentlich das passende Silber zusammen drin. Es ist mit einer Nummer auch angeschrieben, dass wir dann genau wissen, wer was hat. So. Und dann tue ich hier hinten die Länge abstecken. Tue ich hier rings ein dummes Güffeli drin. Und dort, wo das Güffeli ist, das ist dann die fertige Länge. Und der Schurz wird dann die Länge angepasst. Es ist dann genau richtig, wie es muss sein. Das ist vom Kanton genau vorgegeben, zwischen so viel und so viel Zentimeter. Und wir passen wirklich dieser Norm die Trachten anpassen. Der Marianne ist es wichtig, dass alles genau passt bei einer Tracht. Und auch alles den Regeln der Eidgenössischen Trachtenvereinigung entspricht. Weil so eine Tracht ist nicht für alle Anlässe gedacht. Wir probieren eigentlich mit jedem Kunden eine Lösung zu finden. Aber wenn es gegen unser Reglement oder der Anlass, also an die Fasnacht, geben wir ganz sicher nie eine Tracht rausgeben. Also alles geht dann doch nicht. Und genau für das gibt es die Trachtenstube Buri. Zum Beraten, aber auch zum Ermöglichen. Ich finde immer, es ist sehr wichtig, dass jemand eine Tracht tragen kann, der das sonst nicht kann und dass man eine Lösung sucht. Klar, rote Lippen, rote Fingernägel gehen im Kanton Bern sicher nicht. Da ist eigentlich schon wichtig, dass man jemanden beratet. Und anlegen tut man gerade auf den Kopf, so klein ziehen, dass die nicht zu lang sind und dann ganz leicht drehen. Es ist einfach jedes wirklich ein Hinterste ist eigentlich, wenn es Tracht anhat, ganz etwas Schönes. Weil ich finde immer, sie stehen dann schon so ganz schön her und ja, wir haben eigentlich jeder Kundin irgendwie noch ein Lächeln aufs Gesicht gebracht. Schön. Gut. Eigentlich dürfen alle Leute eine Tracht tragen. Definitiv nicht für die Disco und auch nicht für die Fasnacht. Für mich ist es kein Kostüm, wie es für jemand anderes ist. Für mich ist es wirklich ein Kleidungsstück, das zu mir gehört. Es kommt nicht darauf an, von wo du kommst. Gerade beim Tattoo ist es so ein bisschen, ja, man hat gerne, wenn man das Tattoo verstecken kann unter der Tracht. Aber ich finde heute, ein Tattoo gehört halt auch zu dieser betreffenden Person. Und ich finde immer, man muss sich nicht verstellen, wenn man eine Tracht anlegt. In jeder gesellschaftlichen Gruppierung hat es Leute, die sagen, was man darf und was man nicht darf. Wir sind die Leute, die Freude haben an der Tracht und die die positive Seite betonen, eigentlich fast ein bisschen sympathischer als die sagen, das darf man nicht und das darf man nicht. Unter dem Strich tun wir die etwa so ein bisschen als Trachten-Talibans abstempeln. Ich finde einfach, wir als Trachtenleute müssen offen bleiben für die Jungen und ihnen auch entgegenkommen. Wollt ihr auch zuschauen? Opa! So, was machen wir jetzt hier? Wir korrigieren jetzt den Fehler auskorrigieren. Du neigst jetzt auf den weißen Kleiderstrich und zwar da, wo die Kerbe vom Füßli ist. Das muss eigentlich genau da in dem weißen Kleiderstrich nachlaufen. So, was meinst du?
Ich meine, ich bin sehr gut zufrieden. Schau mal, tipptopp. Gut, da bin ich froh. Das ist ja richtig schnell gegangen. Gell? Fehler schnell auskorrigiert und alles schön rund. Schön. Dann gibt es ja doch noch eine schöne Tracht. Absolut. Eine schöne Tracht, wo wir auch ans Trachtenfest gehen. Und noch viel besser ist es, wenn man dort ein bisschen tanzen kann. Ich durfte ja schon in einen Crashkurs gehen zum Andreas Schmid. Und dann durfte ich noch in eine Probe von einer Volkstanzgruppe hineinschauen. Hier in der Turnhalle vom Schulhaus Hirschengraben probt heute der Volkstanzkreis Zürich. Die älteste Volkstanzgruppe dieser Stadt. Und ich darf mitproben heute und in gut einem Monat auch schon mit ihnen zusammen auftreten. Also ein bisschen nervös macht mich das. Aber ich freue mich auch mega und bin gespannt, wie ich mich integrieren kann. Den ersten Schritt können wir so ein bisschen betonen. Es sieht dann etwa so aus. Schritt, Schritt, Hüpf, Schritt, Schritt, Hüpf. Machen wir das mal alle miteinander. Und Schritt, Schritt, Hüpf, Schritt, Schritt, Hüpf, Schritt, Schritt, Hüpf, Schritt, Schritt, Hüpf. Perfekt. Dann machen wir einfach einen Seitenschritt. Schritt, Schritt, hüpfen, Schritt, Schritt, hüpfen, Schritt, Schritt, hüpfen, Schritt, Schritt. Und noch nach links. Und Schritt, Schritt, hüpfen, Mazurka, 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 Mazurka. Gut, Schätzchen. Geht nochmal. Langsam mit rein. 1, 2, 3, 4, da kommen wir rein. Und wir machen Mazurka, Mazurka. Und jetzt zupft er da mit einer Hand oder Nina und schlägt mich vielleicht auf die andere Seite. Genau. Machen wir das gerade doch mal alle miteinander. Das ist Innenfuß. Genau. Grundsätzlich kann man zu jedem Stück tanzen. Der Trachtentanz ist ja einfach das, dass dort nicht individuell getanzt wird, sondern nach einer Choreografie, die jemand einmal geschrieben hat und vorgegeben hat. Und durch das ist es gleich nicht jedes Stückchen, das man einfach dann so brauchen kann als Volkstanz. Das ist wie Turnen oder respektive es braucht Kondition, um solche Trachtentänze zu machen. Und man muss geistig fit sein mit diesen verschiedenen Figuren. Und dann ist das eine Herausforderung. Jetzt machen wir alles an. Und für das bitte ich doch gerade alle her. Was machen wir? Jetzt haben wir einen Partnertausch gemacht. Genau. Gut. Es ist üblich, dass man zackige Partner Ja, jetzt hast du den Song gezogen. Jedes Ländlermusikstück, sofern es schön im Rhythmus läuft, ist tanzbar. Und es hängt davon ab, welche Stück das eben die Choreografie machen, welche Stück das die auslesen und dann entsprechende Tanzschritte dazu kreieren. Am besten gefallen mir die Volkstänze, die eine gewisse Qualität haben, wenn halt in einem Tanz ein rhythmisches Element vorkommt wie dann würde ich eben sehen, dass die Tanzenden auch irgendwelche kleine Sprünge machen oder irgendetwas, das adäquat ist, ein musikalischer Inhalt. Und dort habe ich das Gefühl, hapert es manchmal, dass einfach die Musik so quasi wie nebendurch spielt. Jetzt gibt es so verschiedene Formen in der Schweiz von Übertretern oder Schottischschritt oder Altschottisch oder Knäuschottisch oder so. Und wir machen jetzt eine besondere Form, die wirklich seit 200 Jahren bekannt ist im Kanton Graubünden. Das ist Wechselschritt, Schritt, Schritt. Und dann muss wieder ein Wechselschritt kommen. Komm, das machen wir miteinander in Tanzrichtung. 1, 2, 3 und los. Wechselschritt und Schritt, Schritt. Wechselschritt, Schritt, Schritt. Wechsel, pa, pa, da, da, pa, da, di. Das ist das Einfachste. Da kann ich mich wieder sammeln. Richtig so Schritt, Schritt, Schritt. Nein, du. Also nächster Tanz. Entschuldigung. Das ist immer
Ist das wieder ein neuer? Haben wir jetzt einen neuen angefangen? Zuerst haben wir den mit dem Walzer gemacht und das ist Ja. jetzt ein neuer Tanz, der Italianina. Gut. Ich bin Matti, musst von Anfang an dabei sein. Sonst kommst du nachher nicht mehr drin. Dann. Und jetzt kommt's, wegen dem machen wir den ganzen Tanz. Drehen wie verrückt und drehen wie verrückt. Bram, bam, bram, bram, bam. Sie sagen mega gut, dass es lange Tempo oder? Aber ich bin völlig überfordert. Ist es realistisch, dass ich jetzt noch einer Probe einen Auftritt bekomme? Ja, selbstverständlich. Weil ich habe in meinem Leben schon so viele Leute gesehen, die Auftritte versiebert haben. Etwa mehr oder weniger spielt keine Rolle. Ja, super. Das ist im Volkstanz. Auftritt, das ist nicht Ballett, das ist nicht Hochkultur. Es gibt ja in jedem Ländlermusikkonzert gibt's auch Fehler. Und bei den Jodler wahrscheinlich auch, oder? Was den Text vergessen. Und darum spielt das überhaupt keine Rolle. Das beruhigt mich. Bin ich froh. Ja. Gut, Freude zählt, oder? Kannst du eigentlich auch tanzen, Andrea? Nein, kann ich leider nicht. Ich würde es eigentlich noch gerne können, aber ich habe nicht bis jetzt Zeit gehabt, um es zu lernen. Ja. Aber wer weiß, was nicht dies kann noch werden. Ja, wirklich. Ich kann es empfehlen. Okay. Es ist so schwierig zu einschätzen. Ganz viel höre ich, das sieht man nachher nicht. Und dann denke ich, easy peasy. Und nachher aber, jetzt musst du da schauen, dass es einfach zwischen jedem Göffi ein Fältchen und das ist dann wieder mega genau. Dann weiss ich jetzt nicht, wo muss ich so super genau sein und wo ist es easy peasy. Genau. Super genau wäre jetzt am besten, wenn der Stoff hier hinten nicht so weit unten ist, sondern einfach schön da oben. Weil sonst musst du ihn dann noch ein zweites Mal durchnähen. Yes, das ist jetzt nicht mehr so ohne da. Nein, hier bleiben. So. Ja, genau. Bin ich eine geduldige Person? Nein, glaube nicht. Nein, also da, vor allem jetzt ist auch so, du schaust noch zu und ich habe das Gefühl, yes, ich muss viel schneller sein. Aber daheim geht es noch. Daheim habe ich Geduld mit mir und auch mit meinem Kind. Also, dort geht es. Aber da bin ich jetzt gerade sehr nervös. Mann, ey. Du darfst einfach jetzt nicht zu fest in die Finger stechen, weil wenn du dann blüten auf dem weißen Stoff, haben wir dann ein Problem. Oh ja, du. Oh je, meine. Das macht mich nervös, ja. Ich würde am liebsten einfach zu auch irgendetwas machen. Das würde ich mir nicht so gewöhnt, einfach nebenzu hocken und nichts machen. Aber jetzt ist es vielleicht noch besser, weil ich vielleicht noch Haufen Zeichen darstellen. Ja, gut. Was habe ich jetzt alles noch vor, nach heute, an dieser Tracht? Ja, da gibt es noch einiges zu tun. In der Schürze hast du eigentlich heute erst angefangen. Dort braucht es noch Haufen Fleiss zum Reinnähen mit den Fäden und auch die Kanten und das Bündel, dass man die Schürze auch anbinden kann. Und natürlich hier bei der Bluse. Dass dann das auch wirklich eine Bluse wird. Ja, nicht ein weißer Stofffetzen, was das jetzt noch ist. Genau. Also gut, noch Haufen Arbeit, die auf mich zukommt. Aber zum Glück mache ich es ja auch riesig gern. Ich freue mich, die Tracht jetzt noch fertig zu machen. Und neben dem Schneidern darf ich ja noch einmal tanzen, zusammen mit dem Volkstanzkreis Zürich, mitten in der Stadt Zürich. Genau so, wie es mir gefällt. Hast du noch Fragen oder Anregungen zum Thema Trachten? Dann schreib es hier unten in die Kommentare. Noch mehr Inhalt zum Thema Trachten und Trachtenfest findest du hier oben. Und alle Folgen von «Wie es mir gefällt» und von SRF Volksmusik kannst du hier auf SRF Play nachschauen.